Hallo Motherfucker und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Alex der Boss. Ihr könnt mir aber auch Lexo sagen, heute gibt es Part 2 von meinem erfolgreichsten schweizerdeutschen Video, nämlich das Leben in einer Kita. Wir werden heute den Kita-Alltag ein bisschen aufchippern, also nehmt es bitte nicht zu ernst. Und wir reden gar nicht lang um ein heißes Spray herum. Spreizt dabei und los geht's. Bruder, ich rasiere euch alle mit Shampoo am Nacken. In der Kita gibt es manchmal Situationen, wo die Kinder einfach ein bisschen frech werden. Und ich zeige euch jetzt hier anhand von einem Rollenspiel, wie ihr am besten könnt mit dieser Situation umgehen. Also, stellt euch jetzt vor, das hier ist das Kind und es hat jetzt gerade etwas Freches gesagt und ich reagiere jetzt drauf damit. Yeah, Gewalt gegen Kinder. Oh warte, das ist nicht mehr etwas Schlechtes, oder? Nein, natürlich nicht. In dieser Situation muss man natürlich folgendermaßen handeln. Man geht zum Kind her, man bittet das Kind heute zuzulassen, man geht auf die Ebene vom Kind ab und dann sagt man einfach: I'll fuck your mom, your wife, your sister and you. Ich brauche ungeheuer viel Liebe. Oh yeah, Thema Feinführigkeit. Da bin ich ja der Profi drin. Ja, letztens sogar mit einem Kollegen von meiner Berufsschule, mit Ehrenbruder Löckli, habe ich sogar einen Vortrag über das Thema gemacht. Nämlich, es ist ja eine Theorie von Ainsworth und Pickler. Und der Dude, der Ehrenbruder Löckli, schreibt anstatt Pickler, schreibt er Pinkler. Ganz gross an die Präsentation her. Und an dieser Stelle Grüße raus an Löckli. Fresse, du Tränen, Mann. Aber was bedeutet jetzt genau Feinführigkeit? Feinführigkeit ist quasi die Reaktion von der Bezugsperson an ein Bedürfnis von einem Kind. Es kann zum Beispiel auch sein, dass ein Kind umgeht und man muss jetzt feinführig auf das reagieren. Genau. Jetzt geben wir mal ein Beispiel. Ich gebe mal hier Beispiel Nummer 1. Ja, Reichi! Ich hab gesagt, du sollst dich gut haben! Hier ist Beispiel Nummer 2. Oh nein, Reichi, bist runtergefallen. Hab die Zwerchung besser, Mann! Und jetzt könnt ihr in einem lustigen Quiz herausfinden, welches von diesen beiden feinführig war und welches nicht. Ich kann euch mal einen Tipp geben. Beispiel 1 ist es nicht. Herzlich willkommen zurück zu Lernen mit Alex. Heute im Bereich Sprachentwicklung. Guten Tag, liebe Lernende. Hey, schaut bitte nicht in meinen Ausschnitt, also Heimatland nochmal. Smash. Heute werden wir die Sprachentwicklung schauen. Besser gesagt, die Ebene der Sprachen. Es geht darum, insgesamt 4 oder sogar 5 Ebenen der Sprachentwicklung. Lasst mich heute nachlesen. Pontologische Ebene, die semantische Ebene, die morphologische Ebene oder syntaktische Ebene, kann beides sein, pragmatische Ebene. Ich werde zu jedem ein Beispiel machen und ja, genau, fangen wir doch einfach direkt an. Die phonologische Ebene ist die Lautbildung von der Sprache. Das heisst, wenn ein Kind einen Sprachfehler auf der phonologischen Ebene hat, sagt es anstatt Hurensohn, Hurensohn zum Beispiel. Wir gehen weiter zur semantischen Ebene. Das heisst, Kinder verstehen, was sie sagen. Sie verstehen, dass sie eben Hurensohn gesagt haben. Genau. Wir gehen weiter zur morphologischen und syntaktischen Ebene. Das ist quasi die Ordnung in der Sprache. Es gibt, ob das im Wort inne bist, also nicht Sohn Hure, sondern Hurensohn. Genau. Oder auch im Satz, zum Beispiel, bist du Hurensohn. Genau. Das heisst, wenn ein Kind einen Sprachfehler in dieser Ebene hat, reden sie genauso wie Yoda. I have a question. Ask a question. Answer, I will. Yes or no. Do you support racism? Gehen wir zur pragmatischen Ebene. Das ist die richtige Benutzung der Wörter. Das heisst, wenn der Schiri im Shooten einen Fehler gemacht hat, sagt das Kind, was? Genau. Hurensohn. Genau.
Danke, dass ihr wieder fleissig mit dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss zusammen. Und zum Abschluss von diesem Video gehen wir noch schauen wir noch einmal über zum Alex der Ander. Er hat uns natürlich noch eine Präsentation vorbereitet. Wir schauen über. Ja, salut zusammen, alles gut, hey, ciao zusammen, da vorne, aussen vor den Bildschirmen. Ich bin's wieder, Alex der Ander, heute mit einer neuen Präsentation, nämlich verschiedene Eltern in der Kita. Fangen wir direkt an mit Nummer 1, nämlich die Helikoptermama. Die Helikoptermama heisst nicht Helikoptermama, weil sie so aussieht wie ein Helikopter, sondern weil es sieht aus wie eine normale Mama. Bei Helikoptermama ist es einfach so, wenn ihr Kind umkehrt, reagiert die etwa ungefähr so. Mein Schätzchen ist am Boden gefallen. Oh, du hast dir am Fuß wehgetan. Du willst nicht laufen. Genau, gehen wir schon direkt weiter zu Nummer 2. Nummer 2 ist denen, wo alles egal ist. Ich schwöre euch, ihr könnt erzählen, was ihr wollt. Es ist denen scheißegal, solange ihr Kind noch atmet, Mann. Hallo, heute sind wir draussen im Garten gewesen. Dann muss aber auch ehrlich sagen, es ist nicht so gut gegangen im Garten. Er hat eine Scheibe eingeschlagen. Ja. Er hat ein anderes Kind ein Stück Haut weggebissen. Aha. Er hat einem anderen Kind das Knick gebrochen. Aha. Er hat auch die ganze Zeit Fluchwörter genannt, die ich jetzt hier lieber nicht nenne. Und ja, das war es eigentlich. Schönen Abend. Tschüss. Nummer 3 ist die Mecker-Elise. Sie sind meistens Frauen, aber können auch Männer sein. Ich will ja da hier nicht schubladisieren oder so etwas noch. Meistens sind es einfach wirklich Frauen. Sie beschweren sich nach jedem Scheiß. Die finden immer etwas. Ja, hallo. Ich habe gerade gesehen, er hat mega dreckige Hosen. Ich wäre im Fall sehr froh, wenn ihr schauen würdet, dass seine schönen Hosen nicht so dreckig werden. Hallo, ich habe gehört, dass ihr heute nicht draussen im Garten war, weil ihr 12 Kinder habt und nur zu zweit auf der Gruppe seid. Also bitte, was ist das? In eurem Konzept steht drin, dass ihr jeden Tag rausgeht. Hallo, ich habe mich da mal mit anderen Eltern so ein bisschen zusammengetan und habe so gesehen, dass ihr nicht mehr so viel Ausflüge geht und alles. Und das finde ich eigentlich schon sehr verwerflich. Für das, was auf eurer Webseite steht, dass ihr viele Ausflüge machen mit den Kindern. Jetzt habt ihr also einen Ausflug gemacht. Wo sind die Infos an mir? Ich habe das nicht gewusst, dass ihr einen Ausflug macht mit der Kita. Also in dieser Kita läuft ja auch irgendetwas. Ich gehe mich zur Chefin beschweren. Das ist am besten so. Nummer 4 ist der sogenannte geile Sieg innen. Ich weiss, ich bin richtig Vogue unterwegs, Alter. Ich weiss selber, Alter. Auf jeden Fall, das sind einfach geile Siechen. Da muss noch nicht mehr dazu sagen, das sind einfach geile Siechen. Genau. So, das wäre schon das Ende von dieser Präsentation. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert eigentlich den scheiß Kanal, Alter. Was ist mit euch los, Alter? Seid ihr hängen geblieben oder so? Heimat, lernt nochmal. So, und an dieser Stelle ist das Video auch schon wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr sehr gerne Daumen hoch da lassen. Schreibt in die Kommentare, ob ihr Bock auf einen Part 3 habt. Und teilt das Video, wenn es euch doch gerade so gut gefallen hat. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und tschüss! Fresse, du Tränen, Mann.